Servus, grüß euch, habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Heute habe ich mal ein brachiales Bild Feldwalzen-like. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin immer nah am Gegner und versuche alles nieder zum Walzen, was geht. Und das macht mir einfach Spaß. Ist ein High-Damage-Bild. Vielleicht gibt es natürlich Meta-Builds, die sind besser, wie halt immer. Aber mir gefällt es immer vorne dabei und dann alles platt machen. Das gefällt mir. Schaut es euch an, baut es nach. Mal so ein kurzer Einblick, was das Bild alles kann oder wie man spielen muss. Und dann geht es weiter mit dem Bild selber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, bleibt dran, es rentiert euch, verspreche ich euch. Wie man das spielt, sieht man ja, ja. Immer vorn mit dran, so nah wie möglich am Gegner zu sein. Und ja, wie gesagt, ich habe noch ein Blenderglühwürmchen dabei. Bringt das, kriegst du sofort Bonusrüstung mit dem Set, ja, was wichtig ist bei dem Set, Bonusrüstung zu generieren, weil dann der Schaden, wie man sieht da, der kleine Tiger, was da unten, Tigerkopf, was drin ist, einschüchternd, ja, ähm, das braucht man halt, weil dann der Damage noch mit geht von dem Bild. Teilweise gerade 1 bis 2 Schuss, dann bloß der Weg, wenn nix. Das Set hat keine Exo-Komponenten, außer die Scorpio, die dürfte hübsch am Anfang bald jeder haben. Ist nicht ganz so einfach zum Spielen, muss ich dazu sagen, weil man nicht arg viel Rüstung hat. Also man muss man schön im Takt drin bleiben, dass man einen nach dem anderen umklatscht. Als gute Alternative eben das Glühwürmchen einsetzen, dass man die ein wenig eher blenden lässt. Ja. Und dann geht es einfach dahin. Das ist eine Spielweise, die vielleicht nicht jeder mag, aber es ist anstrengend, ja, man muss immer am Ball bleiben, aber mir gefällt. Ja, in dem Sinne haben wir alle umgeklatscht. Ich bin die Feldwulzen und ich würde sagen, jetzt packen wir es mit dem Beutel. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da durchrutschen wenigstens. Spezialisierung haben wir die Feuerwand. Ganz wichtig, erhöht der Schrotflintenschaden, erhöht der MP-Schaden. MP, sagen wir dann später, habe ich auch dabei. Ganz wichtig, Stürmerschild, ja. Erkläre ich später dann noch warum. Und die Spezialisierung hat noch im Deckungswechsel, kriegt man dann auch noch Bonusrüstung. Also Deckung zu Deckung kriegst du Bonusrüstung. Auch ganz wichtig, genau deswegen habe ich praktisch das genommen, die Spezialisierung wegen dem Scheitel und wegen der Bonusrüstung, die wo man jederzeit generieren kann, wenn man von Deckung zu Deckung sich bewegt. Verbündete, die bei uns innerhalb von 10 Meter stehen, in einem Radius von 10 Meter, kriegen nochmal 10% Schaden dazu. Also ist das auch ein Gruppenbild, weil die Bonusrüstung, was wir generieren, geht auch auf unsere Kollegen über. Also denke ich, ist solo zum Spielen und ist auch ganz gut in der Gruppe, wirkt sogar ein bisschen unterstützend, die Gaudi. So, MP7 kann man dazu nehmen, ist jeder lustig, was er dazu tut. Ich habe die dazu genommen, TU7, TU20 ist das Ding echt krass aufgeschraubt worden, vom Schaden her. Die Scorpio kennt auch jeder, was die macht. 8 Schuss, dann ist in der Regel ja jeder platt. Ich habe dann die angepasste TDI-Card. Im Normalfall spiele ich mit der Stürmerdrohne. Ich habe es da nicht gewechselt. Ich denke mal, dass die Orbit gescheiter war. Ich habe es jetzt da noch nicht drin, aber die Orbit, die hat halt auch ganz ein gutes Talent. Das ist perfekter Abschluss. Wenn du da einen niedermachst mit einem Schuss, dann hast du auch einen Buff. Das ist sowieso ein Scheißwort. Buff. Eine Verstärkung.
die wo sich dann auch ein wenig dahin zieht und dann haben wir, glaube 40% mehr Schaden gibt. So, dann haben wir Zorn des Jägers Maske. Chance durch kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer, bla bla bla. Dann haben wir Walker und Harris Weste, ganz wichtig, Talent aufrüttelnd. Ja. Das Talent generiert Bonusrüstung, wenn einer blind, festgeklebt, verwirrt oder geschockt wird vorn. Deswegen auch die Scorpio, weil mit einem Schuss generieren wir grundsätzlich Bonusrüstung. Das klangt dann aber auch, ja, weil bis die weg ist, ist der Gegner umgefallen. Dann haben wir drin in dem schönen Set eine Schutzweste von Leck mich am Arsch. Becker Tough? Nagelt's mich fest. Ja, mit dem Talent einschüchternd halt drauf gerollt. Da haben wir noch Rüstung drauf. Der einzige Teil im Set, wo Rüstung drauf ist. Dann haben wir noch Klauen, Zorn des Jägers. Ja, ich werde es, ich schmatz, ich lerne es nicht mehr, wurscht. Spitzenpräparator ist aber ab 4 Teilen dann aktiv. Wenn man umgehauen hat, wird der blind oder schwindlig, ja. Derweilen kann man dann nachladen und kann man den Rest dann wieder niedermachen. Es ergänzt sich relativ ganz gut. Waffenschaden, Chance durch kritische Treffer, überall drauf, alles auf Rot gerollt, ja. Dann haben wir das Schild, was ich vorhin gesagt habe. Wenn einer, also pro Gegner generiert es 11% mehr Schaden. Das heißt, wenn 5 vorne stehen, hast du 55% mehr Schaden. Bis du das halt umgemacht hast. Ja. Dann sollte man auch die Mods eine da, Schild Lebensenergie und aktive Regeneration. Und dann nochmal plus, wenn man es hat, Schadensbonus pro Gegner heißt es da. Weil viele dann schon gefragt haben, na, und das gilt ja gerade, weil Nahkampfschaden, also wenn man einen reinhaut, ist ein Schmarrn. Alles, was im Kegel vor dir steht, verstärkt deinen Schaden nochmal zusätzlich. Darum ist das Schüttel also gut. Wenn 5 Gegner vor dir sind, haben sie trotzdem keine Chance, weil sich dein Schaden nach oben skaliert ohne Ende. Müsst jetzt einen Scheiß verzeihen, aber er wird auf jeden Fall höher. Bei mir jetzt da 11% pro Gegner steht er schon dort. Ne? So, das war es dann soweit einmal gewesen. Jetzt haben wir dann noch das Glühwürmchen. Blenderglühwürmchen, ja. Was das tut, weiß jeder. Maximale Ziele 4. Da blenden wir die ganze Gaude und dann, ja, können wir es niedermachen. Scheitel außer, dahin geht's. Hat man schon gesehen. Probiert es aus, macht das Beutel nach oder verbessert es, schreibt es mir in die Kommentare, was davon haltet. Ist einmal ein kurzes Video zum Nachbauen, glaube ich, langt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare, lasst mir ein Like da, abonniert es mir oder lasst es bleiben. Ist mir auch wurscht, da haben wir es noch mit dem Ganzen, das ganze Bild, macht einen Screenshot und dann Servus, bis zum nächsten Mal. Freue mich drauf.